Einzelzelle neben Einzelzelle, 2 Stockwerke hoch. Diese fast 200 Jahre alte Bauweise stammt aus dem US-Staat Pennsylvania und wurde Mitte des 19. Jahrhunderts vom bayerischen Strafvollzug übernommen. 400 Insassen konnten weggesperrt werden, isoliert, ohne Kontakt zu anderen. Heute lebt hier kein Häftling mehr, doch das Gebäude gibt noch einen Eindruck von der damals neuen Isolierhaft. Frank Edelmann, Vollzugsbeamter seit 27 Jahren, kennt hier jedes Detail. So, ich habe hier einen Haftraum. Ich habe hier einen Haftraum. Den habe ich immer für Führungen vorbereitet. Die Philosophie der Einzelhaft war ja auch, dass man sich von äußeren Einflüssen nicht ablenken lassen sollte. Und aus dem Grund waren die Fenster auch so hoch angebracht, dass also der Gefangene nicht hinaussehen kann. Und durch die strengen Regeln, die damals herrschten, hat der Gefangene das auch nicht gemacht. In den einst 4 Flügeln der Anstalt herrschte Schweigegebot. Auch bei Hofgängen war jeder isoliert. In der Kirche saßen die Häftlinge in Einzelboxen. Die Tür zur Zelle nur selten geöffnet. Um die Gefangenen zu versorgen und zu überwachen, hatte diese Haftraumtür verschiedene Vorrichtungen. Ein Schloss zum Zusperren, ein Riegel als zusätzliche Sicherung und hier eine Kostklappe, nennt man das. Diese Kostklappe konnte heruntergeklappt werden. Man konnte dadurch Essen ausgeben. Weltberühmt wurde das Zellengefängnis während der Kriegsverbrecherprozesse 1945 bis 1949. Unter anderem saßen Hermann Göring und Rudolf Hess im Schwurgerichtssaal des Nürnberger Justizgebäudes auf der Anklagebank. Während der Prozesse waren sie im Zellengebäude untergebracht. Bis 1952 kontrollierten die Amerikaner die Anstalt. Anschließend nutzten die bayerischen Behörden das Gefängnis wieder selbst. In den 1980er Jahren wurden 3 Flügel abgerissen. Der Strafvollzug hatte sich gewandelt. Man brauchte den Platz für moderne Gebäude. Die Zentralhalle mit der Kanzel in der Mitte und der Restflügel stehen heute unter Denkmalschutz. Man konnte von hier aus in alle Flügel einsehen. Man nennt es panoptisches System. Und der große Vorteil war natürlich, dass man mit relativ wenig Personal sehr, sehr viele Gefangene beaufsichtigen konnte. Ende der 1990er Jahre hat Frank Edelmann als junger Justizvollzugsbeamter hier noch Häftlinge bewacht. Schon damals unter anderen Bedingungen, nicht vergleichbar mit Isolationshaft. Es war nicht viel anders wie in der heutigen Zeit. Wir hatten Fernsehräume, wir hatten Gemeinschaftsräume, Lehrer waren da, Psychologen waren da. Eben der große Unterschied, dass es eben ein sehr altes Gebäude war. Heute ist das Gebäude in einem sehr schlechten Zustand. Putz und Mauerwerk sind marode. Aus statischen Gründen ist der Durchgang in der Regel gesperrt. 500.000 € kostet der Bauerhalt jedes Jahr. Anstaltsleiter Thomas Vogt dringt auf eine Lösung. Es ist dringend Sanierungsbedarf gegeben. Wir müssen die Standfestigkeit des Gebäudes sichern, sodass große Summen notwendig sind, um wenigstens einen gewissen Stand hier zu halten, sodass man über die Zukunft des Gebäudes zukünftig entscheiden kann, damit man nicht letztlich einen Scherbenhaufen hier hat. 30 bis 40 Millionen € würde eine Sanierung kosten. Sie wäre nur dann sinnvoll, wenn das Zellengefängnis als Museum auch öffentlich zugänglich wäre. Dafür müsste die heutige Anstalt umgebaut werden. Man möchte auf jeden Fall das Zellengefängnis aus dem umfriedeten Bereich rausnehmen. Und man würde hier ansetzen, die Mauer entlang hier am Zellengefängnis mit einem Sicherheitsabstand von ca. 8 Metern zur Turnhalle. Und hinten an dem bereits abgerissenen Flügel geht man rechts nach vorne bis zum Mauerbereich. Sein zweites Wohnzimmer nennt Frank Edelmann den Bau. Was daraus wird,
ist noch offen.